ihr den zweiten Massenstart? Sagt es mir lauter, wollt ihr das Rennen? Ja, wir wollen es! Fangt da endlich an, blöder Proski, wir werden alle nass. So, Fahrer, macht euch bereit. Ganz Dresden wartet auf euch und zählt bis 5. Nee, noch nicht. Achtung, Safety Car ist soweit. Wir zählen. 5, 4, 3, 2, 1, Luft! Und es ist unfassbar. Das Dakar-Team, die Titelverteidiger, sind wunderbar aus dem Boxteam gekommen. Der Schuh folgt, aber er wird überholt. Wird das ein Überholmanöver? Ja, das wird ein Überholmanöver. Unglaublich. Aber jetzt ist erstmal ganz kurz Verzögerung. Broken Bottles mit ihrem dreirädrigen Palisadenzaun setzen sich ein wenig zur Seite ab, weil sie überholt werden von einem fahrenden Haus, was sich jetzt durch den Zwiebeltunnel schiebt. Die Eisscholle kommt hinterher. Und wir warten wie immer auf die Arche. Und Thorsten, du wirst es nicht glauben. Ganz hinten im zweiten Rennen als letzter Starter, da steht das Wikinger-Schiff. Und wenn ich sage, da steht das Wikinger-Schiff, dann meine ich es fast wörtlich. Es steht immer noch da. Aber es wird jetzt hier vorgeschoben, ganz behäbig und ganz langsam. Werden wir in diesem gleißenden Sonnenschein ersticken hier und wird dann wahrscheinlich hier an Safety Car gebunden, auf das wir überhaupt noch heute den zweiten Durchgang starten können. Die Arche-Loche wird jetzt erstmal an Safety Car gebunden und nach oben gezogen werden. Und ja, mittlerweile ist das hier beim Start mit Anstellen. Die Olafine muss jetzt erstmal warten, bis irgendeiner kommt, der so hochzieht. Thorsten, siehst du schon jemanden? Ich sehe im Augenblick nicht so ganz viele Sachen, weil die Tausenden von Schirmen mir im Augenblick Gesichter ein wenig verdecken, aber ich werde es gleich beschreiben, sobald die ersten hier aus der Sachsen-Anhalt-Kurve hereinbiegen, um hier hinaufzukommen in den SOB-Startgarten, um die Ziellinie zu überschreiten, wo wir dann die Zeit nehmen, die dann mit hineingeht in die Wertung, wenn es dann um das große Finale geht. Wer hier den Prix